Ja, grüß euch benannt. Und einen Sackerschgurden. Jetzt Kasperl. Leute. Schau mal, Burschinnen. Whatever. Ich habe ich bin über ein Video gestolpert beim Mettmacher. Vor 11 Monaten hochgeladen worden. Das ist eine Drachenlord TS 2.0 2006 Best of, Klammer auf, legendär, Klammer zu. Und das hört sich vielversprechend an, Leute. Das hört sich wirklich vielversprechend an. Und da haben wir gedacht, das könnte mein nächstes Großprojekt werden. Warum Großprojekt, Kasper? Sag ich euch. Der ganze Bums dauert 3 Stunden, 16 Minuten, ist zusammengeschnitten in ungefähr, keine Ahnung, 300 verschiedene Teile, obwohl das letzte Drittel ist, glaube ich, ein kompletter Ding. Also unterschiedliche. Das hier könnte interessant werden. Toll, da ist jetzt genau der Arm drüber von einem von den Zuschauern aus meinem Ding. Hier ist hier ist ein Spike von der Lautstärke her. Am häufigsten wiederholt. Ich finde die 2016er Zeit, was gerade so Teamspeaks und dergleichen angeht, wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Weil ich glaube, da hat Rainer noch nicht komplett aufgegeben, dass er irgendwann einmal positiv gesehen werden könnte. Die Art und Weise, wie er sich da auf dem Teamspeak verhalten hat, auch ein bisschen unbeschwerter, unbedarfter vor allem. Ne? Unbedarfter. Und dann, wenn Rainer sich so unbedarft verhält, passiert meistens eins, er verplappert sich. Ne? Er lässt die Maske fallen. Die Maske des liebenswürdigen Dullis, ne, der vielleicht ein wenig dumm ist, aber doch einfach nur sein Zeug machen und sein Leben leben nur will. Und ne, der ganz zu Unrecht im Internet gemobbelt wird. Diese Maske fällt oft in diesen Situationen. Und deswegen gibt es diese Situationen inzwischen auch nicht mehr so oft. Reini hat das inzwischen schon teilweise umgesetzt. Na klar, es kommen immer wieder Leaks raus, aber meistens dann nur noch von irgendwelchen Mullen mit irgendwelchen Typen, spricht er eigentlich schon gar nicht mehr. Also ich glaube spätestens die Nummer, als er rausgefunden hat, dass Cookie die ganze Zeit ein Hater war, ich glaube, das hat ihn so weit gebrochen, dass er gesagt hat, okay, hier Teamspeak, Discord etc. mit irgendwelchen Dudes auf gar keinen Fall. Aber bei Mullen zuckt halt der Speer. Und dann fließt das ganze Blut in die Körpermitte, in der im verzweifelten Versuch, den Maulwurf nochmal zum Leben zu erwecken. Und dann ist zu wenig fürs Spatzenhirn übrig. Und dann lässt er sich doch wieder ein. Deswegen werden wir, glaube ich, in Zukunft primär Bärchenleaks sehen. Sowas wie das, was Demon und was andere Leute auf seinen Discords und auf seinen Teamspeaks da geleakt haben. Ich glaube, die Zeiten sind leider vorbei. Aber nichtsdestoweniger. Ewiges Geschwalle, langes Intro, bla 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 bla. Wie gesagt, die ganze Nummer dauert 3 Stunden und 16 Minuten. Das wäre jetzt nicht in einem Ding runterrocken. Es ist Samstagvormittag und ich mache das gerne für euch, aber ich will noch was von meinem Wochenende haben. Wenn ich jetzt die ganzen 3 Stunden reagiere, ihr wisst es, ja, dann sitze ich hier bis heute in Mitternacht. Gucci. In diesem Sinne, Leid. Brauche ich nur noch sagen. Hockt euch her, Sammermeere. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging Rainer. Den Rainer. Aber vorher machen wir den hier nochmal. Jedes Mal die Scheiße. Weg. Bitte sehr. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Regenbogenschaf. Grüezi Regenbogenschaf, Ehre geht raus. Lange hat er ja nicht existiert, der Teamspeak-Server des Drachen. Und obwohl der YouTuber Takaishi
dem Drachenlord, einen mit 100 Plätzen doppelt so großen Teamspeak-Server zur Verfügung gestellt hatte, verhinderte die Raumstruktur mit vielen kleinen Räumen und die ständige Anwesenheit von VIPs wie Eiterbeule, Multi, KuchenTV, Wohlstandsmüll, Eddie Awesome und wie sie noch alle heißen, doch, dass sich die Lordschaft mit dem niedrigen Fußvolk unterhielt. Wieso? Das ist sehr schade. Aber ich meine, die Struktur mit den vielen kleinen Räumen kann ich nachvollziehen, wenn es, also wenn wer auch immer ihm da diesen Server zur Verfügung gestellt hat, das so eingerichtet hat, eben um zu verhindern, dass zu viel Traffic drin ist. Ja? Ich glaube, man kriegt das ja mit, wenn ganz viele Leute in so einem Discord-Call sind oder in so einem Teamspeak-Ding. Jeder von euch, der schon mal so ein Leak gehört hat, kriegt das mit, dass es selten vorkommt, dass einfach 90% die Schnauze halten und checken, okay, der oder die und die macht's gerade richtig, die holen das beste Met jetzt gerade raus, deswegen halte ich mein dummes Maul, sondern da sind halt ganz, ganz viele Dullis drin, die, sagen wir mal, IQ-technisch in derselben Liga spielen wie Rainer. Klar, Rainer ist in der Liga immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber die dann meinen, oh Wunder, was sie da jetzt für Met rausholen könnten. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Sag ich euch ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre da vollkommen fehl am Platze. Ihr könnt auf so einem Discord sein und vielleicht zuhören und genießen. Aber das wird mir dann auch das Reacten wieder versauen. Ich glaube, ihn dazu zu bringen, dumme Sachen zu sagen, ein bisschen den echten Rainer rauszukitzeln, ihn dazu zu bringen, die Maske fallen zu lassen und den Leuten zu zeigen, wie er richtig ist, wie er wirklich tickt. Da gibt es Leute, die das sehr, sehr, sehr gut gekonnt haben. Ja? Demon, Cookie, wie sie alle heißen. Ich wäre da keiner davon. Und ich sehe das aber ein und ich würde mich da auch dann nicht da in den Vordergrund spielen. Es gibt so viele Dullis in diesen Calls, die dann irgendwelche hageldommen Fragen stellen. Weißt du, wo sogar ein Rainer Winkler auf Anhieb checkt, okay, der Typ will mich gerade verarschen. Und das ist halt kontraproduktiv. Weil in dem Moment fährt er seine Schilde hoch und dann kommt nämlich gar kein Met mehr. In dem Moment weiß er, okay, hier muss ich besser aufpassen, was ich sage und dann kriegt mir kein Met mehr und das ist scheiße. Die Leute haben, deswegen sind, glaube ich, da kleine Räume, die du besser überschauen kannst, die du besser kontrollieren kannst, wo du, keine Ahnung, sagst hier, Reini und 4 weitere Leute. Reini, der Typ, der liegt und 3 Leute, die er kennt. Damit es nicht zu auffällig ist. Und damit natürlich Reini nicht hundertprozentig sagen kann, wer jetzt the fuck nochmal geleakt hat. Ne? Und das macht Sinn, finde ich. Aber vielleicht erklärt uns Regenbogenschaf noch, warum das scheiße ist. Auch wenn er doch mit seinen ihn respektierenden und ihn verstehenden YouTube... Ach ja, und wenn dann irgendwelche Leute, die halt schon eine gewisse Reichweite auf YouTube haben, KuchenTV, wie sie nicht alle heißen, die er gerade aufgezählt hat, mit auf diesem Teamspeak sind, ist natürlich maximal kontraproduktiv. Das ist maximal kontraproduktiv. Weil auch dann spielt Reini wieder den Influencer. Ja, weil er ist ja ein Kollege von denen. Ja, er ist ja genauso wie die. In seiner Wahrnehmung. Und dann kriegst du auch nicht mehr den echten Reini und kriegst nicht mehr das echte Net. Kollegen in Privatchannels chillen konnte. Trotzdem kam es hin und wieder zu Konfrontationen mit Hatern und natürlich mit dem Schaf. Der Bauch, Digga. Der Bauch. Wie gesagt, hey, no Fat-Shaming, Leute. Ich kenn viele Leute, die ein wenig mehr auf die Rippe haben, ne? Und die ganz großartige Menschen sind. Gut, die haben alle nicht so viele Ärsche wie Reini, aber ja, ich weiß nicht. Warum er das dann auch immer so zur Schau stellen musste. Das im Übrigen, der hier, warte mal. Das hier ist im Übrigen dieser Pazifist, ja, den er da immer beschreibt, der so gegen Gewalt ist er hier, links. Ja? Das ist der Pazifismus-Lord. Bei mir habt ihr das zuerst gehört.
Doch treue Abonnenten. Ja, verrückt. Hast du dir auch schon mal ein bisschen deine Base gegrieft lassen vom Eiterbeul oder wie sieht's aus? Ja, bei mir. Ah ja, klar. Bei ihm. Hier sind Ja, zu viele Leute du im bei Chat, lass mal ihm hoch. eher nicht, oder? Ja, da hat er wirklich hier YouTuber vorne stehen. Reini. Ne? Hier. Bild. Joined your channel. Ja, kommt alle mit hoch hier. User was moved to your Drache channel. kommt, Hallo? glaube ich, auch gleich nach, der kann ja auch Ja, rein. der kommt eh gleich rein. Ja. Was ich noch fragen wollte, ob Warum? Joined your channel. Servus, Drache. Kannst du noch mal kurz rausgehen, bitte? Wir reden hier gerade ein bisschen ernstes Thema. Werde ich aber noch zuhören dürfen. Alter, das ist so wild. Das ist so wild. Die gehen extra alle raus. Es gehen 3 Leute raus in den anderen Channel und sagen, hier, Reini, Reini sofort hinten nach, sagt er, hey, das ist auch nicht, Reini bezahlt nicht für diesen Server anscheinend. Also, wenn ich das hier richtig gehört habe, ist das ein Server, der ihm zur Verfügung gestellt wurde. Und, die gehen in einen anderen Raum, um ihre Ruhe zu haben und Reini geht einfach hinten nach. Und dann sagt er ihm, hey, Reini, wir sind extra jetzt hier rausgegangen, wir würden gerne was Privates besprechen. Kannst du bitte derweil rausgehen aus dem Raum? Wir holen dich dann hier wieder rein oder wir kommen wieder in deinen Raum, wenn wir das besprochen haben. Ja, wir werden wohl noch zuhören dürfen. Nein, Rainer, er hat es dir gerade erklärt. Er hat es dir gerade erklärt. Ja, nee, wir haben ein kleines Privatgespräch. Ist wirklich nichts für dich, Drache. Ja. Das ist, ganz ehrlich, das auf dem Niveau, das regt mich auf dem Niveau auf, wie, keine Ahnung, wenn du beim Fortgehen irgendwie eine Diskussion mit deiner Mulle hast. Ne? Es gibt irgendeinen Diskussionspunkt und dann sagst du, hey, wir gehen kurz raus, wir klären das kurz. Ne? Du redest dann mit ihr und irgendein Besuffski kommt um die Ecke und ist der Meinung, sich dann einmischen zu müssen und zu sagen, weil er, keine Ahnung, meint, er kann jetzt hier den betrunkenen Ritter in der weißen, leicht angekotzten Rüstung spielen und hier die arme Prinzessin retten, obwohl es einfach nur ein ganz stinknormales Gespräch ist, um irgendeinen Bullshit aus dem Weg zu räumen. Ne? Und dann sagst du ihm, hey, ist alles in Ordnung, so, ne? Wir sind ein Paar, wir haben hier nur kurz was zu klären, wir müssen kurz unter 4 Augen reden, kannst du bitte? Und der nicht geht. Ne? So, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der schon mal in so einer Situation war, aber. private Probleme mit Michael. Könntest du bitte rausgehen? Unter Erwachsenen macht man das so. Erwachsene, wenn du dich für Erwachsene verhältst, dann reden wir nochmal. Reini, die sind auch extra. Gibt es etwas Erwachseneres? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob sie jetzt wirklich einfach über Reini lästern wollen da drin und ihn deswegen da nicht haben wollen. Aber generell, gibt es etwas Erwachseneres, als wenn man gerade in einem öffentlichen Raum, und nichts anderes ist ja so ein Teamspeak-Server, eine meinungsverschiedene Differenz oder sonst irgendwas hat, dass man dann sagt, hey, wir gehen hier aus dieser Szene raus, wir lassen euch jetzt eure Ruhe, wir kümmern uns um unseren eigenen Scheiß, klären das, kommen dann wieder. Das ist doch eine erwachsene Reaktion. Nicht eine Szene machen vor allen Leuten, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Aber Reini dackelt hinten nach, weil er natürlich der Paranoia-Lord wieder kickt und er der Meinung ist, ja, die reden sich über ihn. Klar, kann gut sein, aber hey, ist auch nicht, er zahlt nicht für den Server. Ja gut, also lieber Drache, würdest du bitte rausgehen? Ich habe hier ein wichtiges Gespräch kurz zu führen. Unter 6 Augen. Drache, ich glaube, der redet nicht, wenn du drin bist. Deswegen, das wäre echt besser, wenn du kurz rausgehst. Ich denke, er wird schon in diesen 5 Minuten nicht viel ausrichten können gegen deine Präsenz hier auf dem Teamspeak. Deswegen. So sieht's Hab ich auch raus. nicht gedacht. Ja. aber ich werde Hast du das nicht zuhören gedacht. dürfen. Ja, Ja, aber er will ja sonst nicht reden. Ich will jetzt jetzt wissen, was er will, genau. Verfolg Ich bin mich hier doch nur nicht drin, um das immer. zu Ich bin doch jetzt kontrollieren. extra aus dem Channel gegangen, um dir die Ruhe zu lassen. Wenn ich meine Ruhe gewollt hätte, wäre ich rausgegangen. Ja, dann geh doch Hätte bitte du raus. müssen. Ich wollte es auch gerade sagen, ja, dann geh doch raus, Rainer. Niemand will dich da einfach Verpissung einleiten, Digga. Einfach die Verpissung einleiten. Ja, Drache, ich move dich gleich wieder rein sofort, okay? Danke. Das geht schnell. Bis gleich, Drache. Buddy was moved out Ah. of your channel. Alter, und jetzt haben sie ihn einfach rausgeschmissen, wie geil. Was moved out of your channel? Alter, da ist ihm der Dampf aus den Ohren geschossen, aber hochamtlich, hätte ich gesagt gehabt, ne? Das.
I like very much. Der Kirki Bucek, ne? Let's go. Dann, hier steht auch, dann ging er beleidigt offline. Und ein paar Minuten später wieder online. Das kennt man. Da ist er dann, ne, der König der Impulskontrolle, Lord Rainer Winkler. Ne, wie ein kleines, trotziges Kind verpisst er sich dann aus diesem Server. Und dann kickt aber wieder der Narzissmus und sagt, hey, ich lass mich auch hier nicht von diesem Server runterschmeißen. Ich erzähl denen jetzt mal was. Und dann kommt er wieder. Dann geht der ganze Shit wieder von vorne los. Also der versucht das schon so zu machen, dass er mehr Abonnenten rausbekommt und mehr Push, aber Ja, Abonnenten. er checkt halt nicht, dass jeder von unserer Community und jeder von eurer Community weiß, dass wir das überhaupt nicht Es ernst gibt meinen. keinen, der das ernst meint. Es gibt keinen, der diesen Typen ernst nimmt. Aber der ging uns nach Einen kenne ich. Ich kenne genau eine Person auf der Welt, die Reini ernst nimmt. Ne? Das ist Reini. 2-3 Tagen schon richtig derbe auf den Hey, das Sack. sind, Also, jetzt erst 2 Tage, der ging mir Ja, schon nach 2 Buddy Stunden derbe auf joined den your Sack. channel. Zunächst mal, was hast Hi- du mir bitte Hi, zu Drache. erlauben? Außerdem, Da wenn ist ich Drache drin, hochkommen nicht wollen würde, dann würde ich hochkommen. Ich habe gerade... Ja, wir hatten gerade ein Gespräch Buddy unter. left your channel. Hey, Ah, was ist Was? Ich hochkommen. Ich nächstes Mal, was hast Hi- du mir bitte Hi, zu Drache. erlauben? Außerdem... unter. Left your channel. Hey, Ah, was ist Und dann haben sie ihn wieder rausgeschmissen. Was hast du mir zu erlauben? Halt auch dein Maul, Rainer. denn los, Mann? ja, Alter, was ist denn los mit dem? Da geht halt Ja, ich würde dann den Wohlstandsmüll Channel einfach sperren, ne, für Reini. bei echt jedem hier auf den Sack. keine Ahnung, der kam nur einmal auf den PS. Oh. Hier unten, der schreibt an Reini, der tippt, hatten was unter YouTubern zu... Er meinte, er will gar nicht mit Besprechen. Drache chillen, weil er Oh, meinte, das- sorry. Ach ja, genau, du darfst wieder kommen, deswegen hat er sich gerade drüber aufgeregt, was er ihm erlaubt. Erlaube dir hochzukommen. Da ist er natürlich als erstes mal geplatzt und jetzt schreibt er ihm, hatten was unter YouTubern zu besprechen, sorry. Da das 2016 hat das noch gekickt, ne? Da hat das noch funktioniert. Da ist er erstmal, ich erlaube dir, macht ihn natürlich fuchsteufelswild, weil das hält der Narzisst nicht aus. Und wir hatten was unter YouTubern zu besprechen. Impliziert ja, er ist kein richtiger YouTuber und deswegen darf er da nicht dabei sein. Uiuiuiui. Da wird jetzt gleich aber Turn-Up sein. dass er keinen Bock hat, sich irgendwie, dass er hinter Adresse von ihm geleakt wird oder so. Ja, guck mal, zum Beispiel jetzt ist Buddy die joined your Sache. channel. Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Wohlstandsmüll, So. kannst du irgendwie dafür sorgen, dass der Spacken mich nochmal anschreibt? Sag mal. warte. Vergiss es, hat sich schon erledigt. Ich kann den ja blocken. Weinst du gerade? Buddy left Nee, es schwitzt nur die Augen. your channel. Alles Buddy joined klar. your Wein nicht channel. gerade, du Spasti. Einer wir. Wieder raus, wieder rein, wieder raus, wieder rein. Einer wie lächerlich. Wie man sich so zum Obst machen kann. Alter, ich rede und mit Leuten. Jetzt heul doch auch mit nicht rum, ein Systemmen. bisschen erwachsener verhalten einfach. Erwachsener, ich verhalte mich lieber mal selber. Und die Und deswegen. Das auch Reinis Standard-Konter ist immer selber auf dem Niveau von einem Erstklässler, Alter. Habe ich dann. Dann, okay, wir sind im zweiten Part, ne? Hier, zweiten Kapitel. Zweiten Stimmung neutral auf dem PS. Den jetzt gespannt. Fresse rein und such dir mal einen Job, du fetter Hurensohn, du. Ich habe einen Job, Junge. Ja, Und der Klaus, verdient nicht du mehr als asozialer du. User in your channel was Und banned. deswegen, weil ich mit Schnabel. YouTube Kohle verdiene, du Spacken. Schnabel, bitte. Was ist denn sowas? Hat der gepickte Schnabel geteilt. Okay, jetzt haben wir genau diese Situation, die ich vorher angesprochen habe, wenn zu viele Leute drauf sind und die Leute, die und jeder meint, er ist jetzt hier der Capo, dann wird halt durcheinander geschwallt und keiner versteht mehr was und es ist halt jetzt irgendein Gelabersalat. Reini ist erstmal wieder beleidigend geworden und gut, der andere ist auch beleidigend geworden, aber ja, dem kann man es nicht verdenken. Der hat doch kein Leben. Die ganze Ja, Nacht Mann, auf dem ey. TS und Ja, kommt die ja. Beste abziehen. Ohne Scheiß, Alter. Voll Alles- Opfer. alles le- Ein alles richtiges leider. Opfer. Ein richtiges dummes Opfer. Ey, aber Leute, ich find's geil, dass wir hier zusammen sind. Ja. Ja. Hast du gut gemacht, Drache.
Ohne Ja. Scheiß. Du bringst Leute zusammen, User Alter. joined your channel. Weil Richtig Also bis jetzt war das noch Ja. Und das ein bisschen plump wieder. Hast du gut gemacht, du bringst Leute zusammen. Sogar Reini ist nicht dumm genug, um auf die Nummer reinzufallen. haben sie alle was kann man nicht schreiben. Redet mal nicht alle Stimmt, durcheinander, Mathe. bitte. Das verwirrt mich. Seid einfach anständig zueinander und wenn jemand Scheiße User baut, left your channel. alle zusammen und Gehen wir aber direkt ich weg. arbeite- Jetzt macht er hier wieder einen auf Sensei. Ich halt's nicht aus. Sensei Rainer erzählt wieder, ja, müssten wir zusammenhalten. Oh, wie die Leute hier in seinen japanischen Kinderfilmchen. Joined your aber channel. nicht haten oder so, also nicht Direkt den fertig machen petzen. oder so, sondern einfach miteinander zusammenhalten und dann, Du musst das einfach nur ist- gegensteuern. weil ihr müsst bedenken, nicht das ist, ihr müsst Bedenken, bedenken, es ist ein Community-Server, es soll für die Community sein, also für euch, nicht nein, hey, Rainer, halt dein Maul. Kein Mensch glaubt dir das. Kein Mensch glaubt dir das. Rainer, deine Teamspeak-Server und deine Discord-Server, die waren niemals für die Community. Rainer, die waren dafür da, dass du irgendwo, wenigstens im Digitalen, einen Raum hast, den du dominieren kannst, wo du der Capo bist, deiner Meinung nach. Ne? Wo du die Leute ankacken kannst, wo du bannen kannst, wo du wie der große Imperator herrschen und schalten und walten kannst, wie du lustig bist. Mullen, belästigen, etc., etc., das ganze Programm. Diese Kanäle, diese Teamspeak-Server waren nie für die Community gedacht. Nie. Nie. für Ja. mich, für euch Ja. und alle zusammen und dann passt die Sache. Alles klar, Ja, stick together, genau. Uni, Alter. Wir Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen, Alter. Bad Boys. Drache hier ist die Drachenwehr. Ja, Mann. Bitte lösche den TS, hier sind nur Hater unterwegs. Was? Ach Idiot. okay, direkt. Weißt du was? Stopp. Warte mal. Wie geht Warten, sowas? ruhig, ruhig. Hallo. Folgendes. Es sind nur Hater unterwegs. Okay, tschüss. User in your channel was banned. Ich glaube, in dem Moment ist ihm ein bisschen, ist ihm mal wieder so ein bisschen so ein Lusttropfen unten rausgekommen. Ne? Er darf den Bannhammer schwingen und er kriegt Applaus von der ganzen Meute von Dullis auf dem Ding. Rainer, gut hast du das gemacht. Ja, klassischer Rainer. Dem hast du es gegeben, Alter. Dem hast du es so gegeben, Alter. Ich hätte dem Nice. noch mehr geben können, aber ich hatte keine Lust auf Alter, wie er es echt nicht checkt. Ey, du hast es gegeben und Rainer tatsächlich damals noch glaubt, ja, der findet mich wirklich cool, der feuert mich gerade an, weil ich den so richtig professionell hier vom Teamspeak gekickt habe. Du hältst es im Kopf alles nicht mehr aus. Diskussion. Finishing Move, Mann. Das war der Finishing Move. Mach dir nicht die Finger dreckig an so Leuten, ey. Ja, Die Mann. sind's gar nicht wert, Mann. Ach, ey, guck mal, der Ich find's Bannhammer, lustig. der Bannhammer ist der Finishing Move. Ich find's geil, Mann. Das ist dann BAM, Finish him, Alter. Dann gibt's den Bannhammer Drache, Tatsache. in die Rosette reingedrückt, Alter. Drache, Tatsache. Drache, du bist einfach krass und die Leute, die das nicht akzeptieren, sollen sich verpissen. Also ich gehe jetzt nochmal hoch und wie gesagt, Wort. seid einfach anständig zueinander und dann passt die Sache. Nein. Er checkt's wirklich nicht. Ja, komm, hier, er spielt hier immer schon wieder den Paten vom Teamspeak-Server. Ja, seid einfach anständig zueinander. Liebt eure Mütter, kümmert euch um... Halt dein Maul, Rainer. Halt dein Maul. Schlaf gut. User left your Haut rein. user Und- left your Ciao. channel. Und wenn es jemandem nicht passt, dann kann er mir gerne auf die Eier Oh, wir sind hier. Dritter Teil, Low-Level Hater. Ach so, deswegen liegst du auch deine eigene Adresse. Ja, das war mal ein Fehler, den ich damals gemacht habe, weil ich eigentlich nicht gedacht habe, dass ich weitermache. Ich habe eigentlich damals schon aufhören wollen. Ja, genau, Rainer. Freilich, genau das. Du hast es ja nicht gemacht. Diesen traut euch kommt zu mir Ausraster. Der ist nicht deswegen passiert, weil du deine Fälle davon schwimmen sehen hast. Und weil du gedacht hast, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Meine geplante Etzertler arbeitsarme YouTuber-Karriere ist hier bedroht. Dadurch, dass das Game hier auf mein Privatleben einen negativen Einfluss hat. Und deswegen raste ich jetzt mal komplett aus, weil ich unter gar keinen Umständen wirklich wieder einer ehrlichen Lohnarbeit nachgehen will. Das war's nicht, ne? Sondern es war das hier.
damals gemacht habe, weil ich eigentlich nicht gedacht habe, dass ich weitermache. Ja, genau. Nee, da hat er schon 2014, müsst ihr sagen, im Februar 2014, als Traut euch, kommt zu mir, hochgeladen wurde, da war Rainer schon arbeitslos. Ne? Da war schon hier Feierabend beim Plaster-Jakob etc. etc. Da war YouTube seine einzige Einnahmequelle. Und da hat er sich überlegt, ja, eigentlich will ich das gar nicht mehr weitermachen. Da war der Rainer zu Hause gesessen und hat sich gedacht, nee, echt richtig ehrlich arbeiten gehen, wieder zur Zeitarbeit gehen, damit ich mich wieder zu 5 verschiedenen Firmen in der Woche schicken, die mich alle nicht brauchen können, weil ich unfähig bin und gar nichts kann. Das the way to go. Ne? Da wollte er aufhören, ganz bestimmt, Rainer. Ich habe eigentlich damals schon aufhören wollen. Und ja, ich hätte nie Ja, gedacht, aber dass ich noch weitermache. trotzdem, das war vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr. 2 Jahre war das ja. Wenn das hier 2016 ist, sagt Februar 2014, war Traudeuch, kommt zu mir. So, ne? Und du... Ich weiß nicht, wann das 2016 ist. Wenn es Ende 2016 ist, waren es 2,5 Jahre. Einem Jahr, einfach- das ist mehr als 2 Ja, Jahre her, mein das- Lieber. Ja, 1-2 Jahren Das ist ist keine mehr Ahnung. als 2 Jahre her, das ist fast 3 Jahre her mittlerweile. Ja, Entschuldigung, ich bin da nicht so ganz informiert, aber trotzdem, die ganze Adresse ist ja immer noch da. Damals habe ich 3 Abonnenten, damals habe ich nicht mal 100 Abonnenten gehabt. Hört es nochmal an. Die ganze Adresse ist ja immer noch da. Damals habe ich 3 Abonnenten, damals habe ich nicht mal 100 Abonnenten gehabt. Alter, glaubt der wirklich, die Leute checken es nicht, dass er den Satz schon gesagt hat? Er sagt ihn einfach nochmal, so als wäre das ein Video, wo man es später rausschneiden kann. Ne? Damals habe ich so 3 Abonnenten, damals habe ich so 100 Abonnenten gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten er damals hatte. Ne? Ich weiß es nicht. So sonderlich viele werden es nicht gewesen sein. Sagen wir mal, es ist maximal 3-stelliger Bereich. Ne? 3-stellig, ne? Wissen wir, ihr kennt euch aus. Ich spreche jetzt hier nicht so rein. Ist trotzdem dumm. Ne? Es ist scheißegal, wie viele Abonnenten du hast. Und vor allem, wenn du weißt, dass unter diesen Abonnenten diese Kack vorhanden sind, die du ja offensichtlich mit deinem Video ansprechen wolltest. Ne? Er hat ja eine Ansage gemacht an die Leute. Ne? Und natürlich machst du eine Ansage an deine Abonnenten. Also er wusste, dass diese Typen unter den Abonnenten sind, an die er jetzt die Ansage machen will. Das ist doch scheißegal, wie viele das sind, oder? Ja, und aber trotzdem würde wahrscheinlich jemand das auf YouTube... wenn ich dann nach 2 Wochen aufgehört hätte, was ich eigentlich vorhatte, dann wäre das scheißegal gewesen. Er hat da die wahre Wende unten geschissen, hätte er dann Hosen gekriegt, aber das war's halt nicht. Ne? Und du wolltest ja auch nie aufhören, Reini. Du wolltest, dass die aufhören. Du wolltest, dass die aufhören, dir Steine in den Weg zu legen auf dem Weg zum zweiten Gronk. Das mir interessiert. Ich habe damals nicht damit gerechnet, dass ich weitermache. Es gibt immer noch so Menschen, die dich trollen würden und es würde immer noch eine Feuerwehr oder eine Polizei zu dir kommen. Ja und? Dann kommen die halt mal. Was? Seriously, Rainer? Leute, das kannte ich kenne sonst immer nur den Rainer, wo man dann wirklich dann zwischendurch sagen muss, ja, okay, Swatting ist nicht fein und so. Sollte man nicht machen, die Leute, die das machen, sind Abschaum, etc., etc., etc. Reini in 2006, ja, dann kommen sie halt. Ne? Dann kommen sie halt, Polizei und Feuerwehr, ist mir auch egal. Im Gegenteil, es ist ihm recht eigentlich, dass die kommen. Weil er dann wieder die Möglichkeit hat, hier sich da hinzusetzen und rumzuopfern. Ibims, das arme Opfer. So wie er es halt gemacht hat bei seiner Swatting-Nummer. Ja, hier, ich sage, ja, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Oder die Polizei extra noch sagen muss, Herr Winkler, ich glaube, was Sie gerade machen, ist nicht produktiv. Hören Sie uns auf mit dem Ding. Ne? Was? Und hier sagt er, sollen Sie kommen. Sollen Sie kommen? Aber du musst ja dafür blechen, ne? Nein. Ja, muss er nicht. Leider. Ja, für das erste Swatting konnte er nix.
Konnte nichts in Anführungsstrichen. Ne? Natürlich hat er die Leute provoziert, aber wir wissen hier, das war diese Base-God-Nummer. Geschenkt, Rainer, geschenkt. Das gebe ich dir, da konntest du nichts für, easy peasy. Aber du hast halt dann die Schlüsse daraus auch nicht gezogen. Du hast dir gedacht, okay, ja, scheiße, ich krieg da Publicity, die Leute sehen mich in der Öffentlichkeit als Opfer und ich muss nichts dafür bezahlen. Egal, machen wir so weiter wie vorher. Sollen sie doch kommen, sollen sie doch kommen. Warum hast du deinen Tod gefällt? Also, wenn der ab da immer für die Scheiße, für die Polizeieinsätze selber hätte blechen müssen, das heißt, hey, Herr Winkler, wir kommen, wenn wir aber feststellen, dass Sie derjenige sind, zahlen Sie den Einsatz selber. Jedes Mal dahin fahren, wenn da wirklich Turn-up ist, alles gut, dafür sind die da. Wenn tatsächlich wirklich irgendwelche Leute komplett kernbehindert da am umeinander eskalieren sind und sich hier Scheiben einschmeißen oder so, die Dinge, die halt wirklich nicht gehen. Schön und gut, sollen die kommen, sollen sich drum kümmern. Fertig, Bums aus Nikolaus. Aber jedes Mal, wenn die antanzen und es war für den Arsch und er kann nicht zumindest mit seiner scheiß Kamera beweisen, dass da wirklich Turn-up war. Rechnung stellen, Herr Winkler, Batsch. Polizeieinsatz, hier wieder ein paar 100 Euro, da wieder ein paar 1000 Euro. Bam, 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 bam. So lange, bis die ihm alles unter dem Arsch wegpfänden, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Meinst du ernsthaft, dass ich zahlen muss? Weiß nicht. Ganz ernsthaft, Low-Level-Hater. Weil er meint, dass er zahlen muss, ist er ein Low-Level-Hater. Ich kann das nicht machen, Alter. So, ich bin Kann ja sein, dass der Staat so reagiert. Ja, Alles du klar, bist nur sowieso Low-Level-Hater, weil, Ja, sicher. Weil es auch eine Beleidigung, du bist ein Low-Level-Hater. Ich glaube, Reini hat das mitgekriegt, dass dann irgendwo hier Level 0er oder sowas in den Sprachgebrauch unter Hatern eingeflossen ist. Und hat dann statt Level 0er jetzt Low-Level-Hater. Er kriegt nicht mal das hin. Wir hätten dich vorhin schon ein paar Mal raushauen können. Und die hauen dich raus, wenn ich sage, haut mal raus. Ja, du bist wertlos. Ja, natürlich hauen die den raus, wenn du sagst, haut den raus, weil die halt selber immer noch deinen Dödel hinten drinne stecken haben. Damit sie selber weiter leaken können. Da haben wir vorhin schon mal drüber diskutiert. Es sind vorhin schon ein paar andere rausgeflogen, Junge. Ja, ich muss noch. Im Übrigen, da sind vorher noch ein paar andere rausgeflogen, Junge. Ah ja, wenn ihr zu Rainer Junge sagt, dann ist aber Polen offen. Dann ist aber richtig Polen offen. Er mit jedem, jeder da, Junge hier, Junge da, ich erzähle jetzt mal was. Immer dieses Herablassende von oben herunter. Und wenn man ihm dann sagt, hey, komm mal mit deiner scheiß arroganten, drecksherablassenden Arschloch-Attitüde nicht, ja, sonst lernst du mich kennen, dann heißt arrogant, nennst du das? Oder ich habe verdient, arrogant zu sein. Je nachdem, welchen Film er gerade schiebt. Ey, Mann, jetzt ohne Witz, warum glaubst du, ich bin ein Low-Level-Hater? Nur weil ich mal normal mit dir rede. Nicht deswegen. Nicht deswegen. Ja, aber weswegen dann, Rainer? Du wirkst schon sehr, also der Konter scheint dich ein bisschen aus der Fasson gebracht zu haben, ne? Und ich habe außerdem, und nebenbei habe ich nicht dich als Low-Level-Hater bemerkt. Rainer, vor 30 Sekunden, Digga! Wir haben es alle gehört! Rainer, für professionelles Gaslighting muss es ein bisschen glaubwürdig sein. Also ein bisschen. Das geht nicht, dass du sagst, habe ich nie behauptet, 10 Sekunden nachdem du es gesagt hast. Mit mehreren Zeugen anwesend. So funktioniert das nicht. Ja, um Leute effektiv gaslighten zu können, ist es im Idealfall ein 4-Augen-Gespräch, wo du jemandem irgendwas sagst und dann vergeht eine gewisse Zeit. Und wenn die Person dann kommt, hey, aber du hast doch damals gesagt, so und so, dann behauptest du, habe ich nie behauptet, habe ich nie gesagt. Ne? Er ist nicht mal dafür, dazu imstande. Ich meine, klar, das ist eine der absolut widerlichsten Manipulationsarten, die es gibt, ne? Gaslighting. Wünsche ich keinen, weil das ist wirklich, das lässt dich an deinem eigenen Verstand zweifeln.
Vor allem, wenn dieselbe Person, das ist eine Person, in dem Fall sind es halt irgendwie Dullis, ne? Und Reini. Aber wenn es in einer Beziehung passiert oder sowas, ne, wenn es eine Person ist, der du nahe stehst und der du ja eigentlich vertraust, denkst du irgendwann, du bist behindert. Du denkst irgendwann, okay, irgendwas stimmt mit meinem Kopf nicht. Ich bilde mir Dinge ein. Einfach nur, weil die Person ne, dich manipuliert. Das kann echt Panne machen in darüber. Aber so natürlich nicht. Ja? Wenn ich jemandem irgendwas sage und dann wirklich 10, 20 Sekunden später das Gegenteil behaupte, dann funktioniert das halt natürlich nicht. Dann ist natürlich vor Zeugen auch noch. Dann wissen alle, dass ich das Arschloch bin. Bezeichnet. Ich habe lediglich gesagt Low-Level-Hater. Das war meine Antwort auf deine Frage. Ich habe dich nicht als Low-Level-Hater bezeichnet. Ich habe einfach nur gesagt Low-Level-Hater. Und ich glaube, er hat sogar gesagt, du bist ein Low-Level-Hater. Oder so ein Low-Level-Hater. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Aber Ach so, okay. Aber ja, lassen wir es, ne? Ja, aber jetzt mal wirklich, ich will es mir langsam wirklich überlegen, das ich habe ihn nicht als Arschloch bezeichnet, sondern als Anus. Er ist dasselbe, Rainer, Digga. also wirklich damit aufzuhören, war wirklich nur nett gemeint, weil ich möchte nicht, dass du dir noch weiter Schaden zufügst. Ja, jetzt mal wirklich Rainer, jetzt mal Hans aufs Your Herz. channel was edited. Hans aufs Herz. Denn Hans im Glück. Hand aufs Joined your channel. Hand aufs Herz. Jetzt geht's. Ja, jetzt mal Hand aufs Herz, ne? Ich will wirklich nicht, dass dir was zugefügt noch weiterhin, weil ganz User ehrlich, joined your channel. ich habe nicht das Gefühl, dass du Fans User hast. joined Warum your begreifst channel. du Boah, das ist nämlich der nächste Punkt. Ne? Wenn der scheiß Server begrenzt ist, dann joinen halt nicht alle 2 Sekunden irgendwelche Leute, weil sie sehen, oh, Reini ist da, ich will mit dabei sein, wenn es hier Matt produziert wird. User joined your channel, User joined your channel, User joined your channel. Und was die Leute dann reden, verstehen die ja keine alte Sau. Dass mir scheißegal ist, ob ich Hater oder Fans hab, Alter. Warum müsst ihr immer meinen, warum glaubt ihr... Rainer, dafür, dass dir das so scheißegal war, dass, ob du Hater oder ob du Fans hast, hast du über 10 beschissene Jahre lang immer wieder drüber gestritten, dass du ja mehr Fans als Hater hast und dass die Hater in der Unterzahl sind und bla 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 bla. Der Hate wird weniger, aber es ist ihm scheißegal, ob er Hater oder Fans hast. Ne, alles klar. Immer, dass es mich interessiert, Alter. Nach 2 Jahren, wo ich immer noch weitermache und ihr selber sagt, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Warum glaubt ihr ernsthaft, dass es mich nur an 14 interessiert? Aber ja, damals waren es noch 2 Jahre. Ne? Nach 2 Jahren, da hat er sich im Übrigen auch schon wieder verplappert, weil er hat ja gesagt, er hat seinen Kanal am 11.11.11 aufgemacht. Ne? Dann wären es zu dem Zeitpunkt schon 5 Jahre gewesen. Geschenkt. Wissen ja sowieso alle, dass das gelogen war. Ja, es waren effektiv, ja, was heißt 2 Jahre? Es waren 2,5 Jahre seit der Traut euch kommt zu mir Nummer. Aber er hat, ich glaube, seit 2012 hat er da Videos hochgeladen. Ich hab's immer ganz. Wir könnten mal auf die Nummern vom Einzigen reagieren. Die habe ich jetzt auch schon seit 4 Jahren nicht mehr gesehen. Da könnten wir mal reingehen. Ich meine, so dumm könnt ihr doch gar nicht sein. Aber warum machst du dann YouTube, wenn du keine Fans mehr hast? Maul, das hab ich gerade gesagt. Hat er gesagt, weil aufs Maul? Warum machst du YouTube? Weil aufs Maul. Okay. Whatever. Ne? Das ist eine weirde Form von Tourette, aber hey. Hey, warum hast du dein Haus blau gestrichen? Weil Arschloch. Das ergibt keinen Sinn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, Digga. völlig Sinn. Es ist mir scheißegal, was jemand von mir hält. Ja, die Antwort, weil aufs Maul auf die Frage, warum machst du YouTube, ergibt wirklich keinen Sinn, Reini. Lass ihn doch machen, was ihm Spaß macht. Ja, das ist das Problem. Ich mach mein Ding und wenn jemand meint, er muss macht sein Zeug, nicht zu vergessen. Ne? Sein Zeug nicht zu wechseln mit die Scheiße bauen. Ne? Zeug machen, Scheiße bauen, genau das Gegenteil. aufs Maul hauen. Wenn du dein Zeug machst, dann bist du nobel und ne? Das arme Opfer, und wenn du die Scheiße baust, dann bist du Kackhater und das an alles Mobbing.
kann es dir auch scheißegal sein, ob irgendjemand deine ganzen Sachen leakt. Ja, also es sind schon so viele Sachen von dir geleakt worden. Das ist doch scheißegal, Alter. Mich interessiert das nicht, Alter. Achso, mich interessiert zum Beispiel nicht, dass wenn es mich interessieren würde, dann hätte ich doch schon lange aufgehört, oder? Oder sieh das doch mal. Du willst logisch argumentieren. Nein, du willst logisch argumentieren. Rainer, wenn es dich nicht interessieren würde, dann hättest du aufgehört. Wenn es ja wurscht wäre, die ganze Nummer. Die Tatsache, dass du hier in diesem Discord bist und mit denen umeinander diskutierst, zeigt ja schon, dass es dich interessiert. Also halt doch dein Maul vielleicht. Logisch denken. Denk ne. Bringst die einfachsten Argumente, akzeptierst die einfachsten Argumente nicht, Junge. Aber du hast keinen Schaden, wenn jemand Denkfehler von mir sieht, dann wird Ja, Reini, aber die einfachsten Argumente sind halt nicht immer die besten. Ne? In deinem Fall sowieso nicht, weil keines deiner Argumente jemals irgendwann gezogen hat, aber Das sind einfach dumme Hater. Das stimmt. Ja. Ey, wer hat Let It Go? Ist weg. Alles klar. Wer ist denn Let It Go? Er ist weg. Okay, jetzt ist Reini anscheinend aus dem Channel raus. Ja, jetzt wird hier wieder palavert. Ne? Ohne Witz, wie dumm kann man sein? Ich hab dir schon vor 5 Jahren gesagt. Oder vor 2 Jahren habe ich dir schon gesagt. Selber nachgerechnet. Ja, Moment mal, vor 5 Jahren kann ich den noch gar nicht. Vor 2 Jahren kannst du ihn auch noch nicht. Achso, ja, oh. Technikfehler. Scharf leider in der Aufnahme die eigene Stimme nicht mit aufgenommen. Ja, Schiddel. Ja, Schiddel. Leute. Regenbogenscharf, du Level Nuller. Low-Level-Hater. Was ist los? Warum nimmst du deine Stimme nicht? Egal, komm. Ja, wenn du Videos machen willst, dann mach Videos. Aber mach. Das Ding heißt hier, das Kapitel heißt RWS irritiert Rainer im TS. Aber verarsch niemanden, Alter. Das ist die unterste Schublade. Drache, du stellst dich in die Öffentlichkeit. Das gibt doch aber dir kein Recht, mich zu verarschen. Doch, Rainer. Es ist wirklich, es ist so, ihr könnt kein King-Shaming, so, ihr könnt wirklich auch dumme Scheiße mögen, geil finden, lustig finden, etc. bla bla. Macht das privat. Ich hab auch Dinge, wo ich mich nicht in die Öffentlichkeit stelle und sage, hey, so und so. Ne? Weil ich genau weiß, keine Ahnung, kommt vielleicht bei Leuten nicht gut an. Aber die Dinge, die ich in die Öffentlichkeit kacke, dafür muss ich mich dann auch gerade machen. Und wenn dann jemand sagt, hey, finde ich scheiße, dann ist das denen sein gutes Recht. Und wenn jemand sagt, hey Kasper, ich halte dich für ein Riesenarschloch, weil du das gesagt hast, auch gut. Ne? Wenn der Letzte, der dann hingeht, um irgendwelche Leute anzuzeigen wegen Beleidigung. Wie klein muss das eigene Ego sein, um sich, um irgendjemanden wegen Beleidigung anzuzeigen? Aber, ja, komm. Reini, wenn du deine ganze Scheiße wirklich einfach in der größtmöglichen Öffentlichkeit machen musst, dann musst du halt auch mit dem zwangsläufig darauf folgenden Echo klarkommen. Punkt aus, Nikolaus. Ne? Wenn du deine krude Scheiße selber beim Daddeln vor dich hinlabern willst und N-Bomben droppen und den ganzen Shit, kannst du machen, halt nicht auf Twitch. Nicht auf YouTube. Ne? Nicht auf wo auch immer in der Öffentlichkeit. Wenn du es trotzdem machst, kriegst du halt ein Feedback. Wenn du das Feedback nicht haben willst, dann machst du nicht in der Öffentlichkeit. Es ist vollkommen idiotensicher. Ne? Habe ich Bock auf Feedback? Ja, nein. Und wenn die Antwort nein ist, dann mache ich meine Scheiße nicht in der Öffentlichkeit. Ja, und weißt du was? Ganz ehrlich, ich hab dich Junge, ich hab dich schon oft genug gesehen. Junge! Und ich habe schon oft genug von dir irgendwas mitbekommen, ja. Ich hätte dir schon so oft einen aufs Maul hauen können, wenn ich gewollt hätte. Also der Pazifismus-Lord, zum anderen, ich glaube nicht, dass er wirklich bis heute noch irgendwo weiß, wie Regenbogenscharf aussieht. Warum mache ich es nicht? Weil du es nicht kannst, Rainer, weil du absolut gar nichts kannst. Und weil du damals schon hier Corpus Claudius warst. Ja? Du warst damals schon der Körperklaus vor dem Herrn. Dein scheiß billiges Kindergartenniveau nicht hinablasse. Also halt einfach mal die Fresse und lass die Leute in Ruhe. Und verpisst mehr als 100 Meter. Wahrscheinlich laufe ich jeden Tag mehr wie du. Ja. Bei deiner Verdauung, ja, 10 Meter hin zum Klo, 10 Meter zurück. Vielleicht?
Junge, virtuell, ich spiele da mal irgendwelche Online-Spiele. Ich bin kein solcher Nerd, wie du glaubst. Das ist schlecht gealtert, Rainer. Was ist denn hier, wie hieß es? Von Amazon, das so fürchterlich gefloppt ist auch. New World. Ja? WoW hat auch gespielt, ne? Rainer zockt keine Online-Spiele. Alter, ich bin kein so ein Klischee wie bei Ding. Und ich habe keinen... Wie bei Ding. Ja, ich weiß nicht, Ding war damals schon ein Klischee von dir. Und Rainer, doch, du bist das absolute Klischee. Rainer, dieses Klischee hat sich in den letzten 10 Jahren, seitdem die Scheiße aufgenommen wurde, noch weiter verfestigt. Ja? Vor allem seit es Tiki-Toki gibt. Und die Leute wirklich gar keine Einstiegshürde mehr haben, um Videocontent im Internet zu verbreiten. Ja? Man muss ja wenigstens sagen, damals, als es Tiki-Toki noch nicht gab und dergleichen, wo mehr oder weniger YouTube die einzige große Plattform war, hatte das eine sehr niedrige, aber immerhin noch eine Einstiegshürde. Ne? Du musstest die OBS runterladen, du musstest dich ein bisschen rudimentär eine Stunde damit beschäftigen, wie die Scheiße mit OBS funktioniert und dich ein bisschen ausprobieren. Ne? Das ist keine hohe Einstiegshürde, aber für ganz, ganz viele kognitiv eher suboptimierte Leute hat's gereicht. Heutzutage Tiki-Toki, du brauchst ein Handy, du lädst die App runter, du drückst auf den Knopf und du bist online und kannst der ganzen Welt deinen geistigen Dünnschiss vor die Füße kacken. Ja, das ist halt nicht geil. Ja, das ist halt nicht geil. Und deswegen haben wir heute eigentlich, die sind heute überversorgt mit so Dullis wie Rainer. Halt auf Tiki-Toki. Bock, mich über dich zur Wichser zu ärgern und jetzt verpiss dich. Klient geblockt und Klient banned. You were banned from the server. Ja toll, dann hat er sich einen neuen Account gemacht, dann war er wieder da. User disconnected from your channel. Mal so eine Frage, könnte ich als YouTuber mit 17.000 Abonnenten auch YouTuber-Rang bekommen? Also ich mache jetzt... Hallo. Und schon wieder gebannt und dann kommt er wieder. Ja, aber wenn RBS 17.000 Abonnenten hat, dann ist er ja YouTuber, Edzardler. Dann müsste er ja YouTuber rankriegen. Aber kriegt er nicht. Warum kriegt er das nicht? Erstens, weil RBS ist, aber auch wenn es nicht RBS wäre, würde ein YouTuber mit 17.000 Abonnenten bei Rainer damals keinen Rang bekommen haben, auch heute nicht, weil Rainer nur den großen Leuten YouTuber rangibt. Nur den Leuten, von denen er sich noch von denen er sich irgendwas erhofft. Gerade eben war aber eine Beleidigung mir gegenüber. Wenn man sich an der Reichweite der Person nicht hochziehen kann, warum sollte man der dann auf dem Teamspeak den Bauch pinseln? Das ergibt ja gar keinen Sinn, ist ja vergebliche Liebesmüh. Weil Rainer andere Menschen immer nur bewertet hat nach welchen Nutzen habe ich von dieser Person. Materiell oder Wurstfach, das war's. Ne? Materiell oder Wurstfach nutzen, wenn es das beides nicht ist, werden die Leute wegignoriert, dann sind sie ihm scheißegal, dann könnten die vor seinen Füßen verrecken, wäre ihm scheißegal. Über Drache, warum hast du mich da gebannt und mich dann auch noch beleidigt? Was soll das? Ja, was stand da ein paar Minuten später nach einem für eine Aufnahme zu schnellen Bann? Achso, ja. Ja, RBS wird hier 20.000 Mal gebannt und hat wahrscheinlich sich im Vorhinein schon irgendwie neue Accounts gemacht, loggt auf einen anderen Account um, geht wieder rein. Loggt auf einen anderen Account um, geht wieder rein. Und so weiter und so fort, bis Reini halt irgendwann eskaliert hat. Gegenüber Drache, warum hast du mich da gebannt und mich dann auch noch beleidigt? Was soll das? Ein dummes Stück Scheiße bist. Hey, das war schon wieder eine Beleidigung. Du hast den Falschen gebannt. Willkürlord. Zu dumm. Ganz geil im Hintergrund, als da wieder irgendwer banned from the server. Und dann versucht er gerade, weil er wieder in Rage ist und dann noch weniger auf die Ketten kriegt als sonst, versucht er jetzt verzweifelt Regenbogenscharf zu bannen, weiß natürlich aber nicht, welcher von den Accounts, weil der ganze Accounts ja immer unterschiedliche Namen haben, und bannt jetzt einfach wieder die falschen Leute. Ist da wieder irgendjemand drin, der gar nichts gemacht hat und auf einmal gebannt wird, weil Rainer zu dämlich ist zu checken, dass es Regenbogenscharf ist. Weil er auch zu dämlich ist, aufs Teamspeak zu schauen, ja, und zu warten, wenn Regenbogenscharf spricht, dass dann da dieses kleine Lichtlein angeht, um rauszufinden, das ist er. Er will ihn sofort bannen, deswegen wird es einfach wild irgendwas gebannt, bis er den richtigen gefunden hat. Nicht, dass diese Button-Mashing-Nummer in seinem Gaming nur aufs richtige Leben umgezogen ist. Einfach
auf irgendwas draufdrückt, dann wird schon was passieren. Zum Bannlord. Hey Leute, habt ihr noch Fragen für Frag Scharf? Ich bin jetzt in allen Channeln gewesen und habe Fragen gesammelt. Dann wurde mir von einem Vögelchen gezwitschert, dass Gäste mal wieder andere Gäste kicken können. Metal Leute, ich übernehme gerade den Drachenlord-Server und kick hier munter Leute aus dem Teamspeak. Oregano, du wurdest von mir persönlich gekickt. Und zwar genau jetzt. Hoppla, Etzala, jetzt. Und Siegfried, ciao Kakao, dein Name gefällt mir nicht. Sigmar Gabriel, du bist ein fetter Spast. Der Drache. Klicker, oh Mann. Wenn andere Leute auf Reinis Teamspeak dann den Bannhammer Edzardler schwingen, das mag der Reini überhaupt nicht, gell? Alter. Wir sind im nächsten Kapitel, Kapitel Nummer 5, Drache will YouTuber-Rang, aber wird getrollt. Ist es der echte? Ich weiß nicht, Alter. Drachen dort? Metal. Hallo? Drache? Wenn sie ihn Drache nennen, stirbt immer irgendwas in mir. Jedes Mal, wenn man ihn Drache nennt, irgendwas stirbt dann immer in mir. Drache, hallo? Drache, erwache. Aha. Drache, aber. Womit haben wir die Ehre verdient? Ich habe angefragt, wie ich am YouTube-Rang und es war gestern, jetzt habe ich einfach nachfragen wollen, was ist. Alter, wie kleinlaut er sein kann. Das Drache Erwache hat ihn schon getriggert und dann hatten wir so, aha. Man merkt so, oh, ich muss mir jetzt auf die Zunge beißen. Ich will ja jetzt hier den YouTuber-Rang. Ich weiß nicht, auf welchem Discord das ist, keine Ahnung. Ja? Er will den YouTuber-Rang und deswegen darf er jetzt nicht eskalieren. Jetzt muss er sich anständig aufführen. Oh, das tut weh. Und jetzt habe ich einfach mal geschaut, weil ich noch warten muss, war ich jetzt hier Ach so, alles klar. noch ein bisschen am Warten. Ah, okay. Ja, Ja, ganz ehrlich, Reini, geht in diesen Teamspeak-Server, schreibt da jemanden an und fragt an, ob er einen YouTuber-Rang haben kann und sitzt dann stundenlang da und wartet. Ja, Digga, keine Ahnung, ne? Sag halt, hey, ich hätte gerne den YouTuber-Rang, schreib mir dann, ich bin dabei weg. Ich schau mal ab und zu wieder nach, wie es ausschaut. Ja? Vielleicht nur 5 Minuten warten, aber er sitzt sich dann da stundenlang rein. Ja, da wird dann schon noch was passieren. Hier ist ja auch ein Mod im Channel. Also. Was heißt eigentlich, und was heißt hier eigentlich Ehre? Ich bin auch bloß irgendein Dude. Ja, Rainer. Ganz genau, das ist deine Auffassung von dir selber. Das ist dein Selbstbild. Haben wir gelacht. Ja? Ich bin doch nur irgendein Dude. Keiner, ich bin nur irgendein Dude. Ja? Ich bin nur irgendein Dude. Ich meine, du bist weniger als irgendein Dude, du bist einfach irgendein Dulli im Internet, aber das ist nicht deine Meinung. Ja? Ist hier wieder Lülülü. Deine Auffassung von dir selber ist, du bist der nächste Gronk, die Leute wissen es nur noch nicht und irgendwann, wenn du im Raum bist, werden die Leute sagen, Gronk wer? Und das ist deine Einstellung von dir selber. Dieses falsche, bescheidene steht dir gar nicht, Rainer. Ich bin aber ein Fan. Warte mal, ich schau mal eben. Eigentlich habe ich auch eigentlich gesagt, dass ich oben im Raum 3 warte, dass ich dann übersehen werde. Ah, okay. Warte mal, ich schau mal. Wie es ihm unangenehm ist. Oh, eigentlich habe ich gesagt, ich warte in einem anderen Raum. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich mal in einen anderen Raum. Du warst gestern schon da im Support? Mhm. Die Person, die mich jetzt gerade, also das Mädel, die mich jetzt gerade da darauf hingewiesen hat, die meinte, sie ist im Moment krank, deswegen hat sie da nur irgendwas am Rande mitbekommen. Ah, okay. Und du fragst sie wegen dem YouTuber-Rang an, oder wie? Sozusagen, ja. Ich bin zwar bloß mit meinem Hauptaccount im Prinzip groß bekannt, mit meinem Let's Play-Account arbeite ich momentan noch dran, also die Größenordnung, ich habe glaube ich 10.000 als Minimum-Abo, glaube ich. Mhm. Die habe ich mit meinem kleinen ja nicht, aber mit meinem großen bin ich auf über 23, fast 24. Ja, ist nice. Ja, heute fest. Ja, schön, mit Abonnenten, ne, Flexen, ne. Gestellt. Heute festgestellt, dass? Ja, heute festgestellt, dass ich knapp 100
Also fehlen ganz wenig auf 41. Jetzt kommt zum Punkt, Himmel, Arsch nochmal! Ich habe festgestellt, dass ich, ja. Ich habe festgestellt, dass ich, 500, also bla 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 bla, anderes Thema, bla bla. Also ich habe festgestellt, komm halt zum Scheißpunkt, Himmel, Arsch, diese Umeinander-Druckserei. Also knapp 541.000 Aufrufe hatte er also in den letzten 28 Tagen. Ja, und dann hast du ein bisschen am Schrimp rumgespielt danach, als du das festgestellt hast. Weiter im Text. Ja, heftig. Das ist nice. Das ist cool. Für die very nice. Für die Größenordnung auf jeden Fall nicht schlecht. Wie viele Abos hast du da? Also das passt ja eigentlich mit den Abos gar nicht zusammen, weil das ja eigentlich, also eigentlich hat man ja mit der Abozahl gar nicht so viele Klicks, ne? Ist schon heftig. Knapp 24k. 24k. Das ist aber schon 24k, weiß nicht, ja, das sollte man schon. Ne? Schon ziemlich viele Klicks. Warum hast du nur so wenig Abos? Weil er nur ich hab nichts gesagt. Keine Ahnung. Viele, ich habe halt fast nur Hater, ne? Ja, ich finde das irgendwie total schade. Einige YouTuber haben ja auch schon. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein guter Punkt ist in einem Bewerbungsgespräch um den YouTuber-Rang, dass du sagst, ja, keine Ahnung, der Großteil von den Leuten, die mich da abonniert haben, sind eigentlich Hater. Das ist, weiß ich nicht, ne? Das ist wie wenn du dich auf einen neuen Job bewirbst und dann fragen sie dich so, warum wollen sie ihren alten Job nicht mehr machen und du sagst, ja, in der Firma sind alles Arschlöcher. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich alles Arschlöcher sind in der Firma, ist relativ gering. Und wenn jemand sowas sagt, also zumindest bei mir, kommt dann so die Frage, wahrscheinlich ist der das Problem. Ne? Gemeint, oder zumindest habe ich mit ein paar schon gesprochen, die sich jetzt komischerweise jetzt nicht mehr bei mir melden. Warum auch immer. Warum? Ja, warum wohl? Ja, das könnt ihr euch jetzt selber auch dazu denken, warum die Leute sich bei ihm nicht mehr gemeldet haben. Weil er so jemand ist, der dann in diesem Teamspeak da so eine, Entschuldigung, ich bin kurz ans Mikro gekommen, so eine Anfrage stellt und dann da 5 Minuten umeinander wartet und dann wieder ungeduldig und dann geht er in irgendeinen Raum, nur weil da gerade irgendein Mod drin ist. Um dann da umeinander zu jammern, ich habe ja eigentlich so viele Dinge, ich brauche hier den YouTuber-Rang auf deinem Teamspeak-Server. Weil IBIMS Ensreiner. Ensreinens, Entschuldigung. Ich hatte mit ein paar schon gesprochen, die auch recht bekannt sind, auch in der Szene von Gronk sich bewegen. Also nicht Gronk selbst, aber so in die Richtung halt. Jedenfalls sieht es momentan so aus, dass ich momentan anscheinend einfach wieder ins Leere rede. Keine Ahnung. Davon von Play Massive Team oder wie? So gesehen, ja. Also ich warte jetzt seit über einer Woche auf eine Antwort, einfach nur bei Twitter. Ja. Aber er meldet sich jetzt bei mir gar nicht mehr, keine Ahnung warum. Ja. Rainer, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ne? Also wenn die das alles immer professionell machen und da ihren großen Server haben und das ein Haufen Leute sind und so, dann ist da Traffic, dann ist da eine Anfrage auch an die entsprechende Person gelangt. Dass sich die Person bei dir nicht mehr meldet, ist eine deutliche Aussage, so, wir wollen dich hier nicht haben, Rainer. Vielleicht hat er ja keinen Bock auf dich oder so. Ja, könnte man meinen, ne? Ja, kann gut sein. Das kann gut sein. Ich meine, wenn mich jemand anschreibt, dann kann es auch echt mal passieren, auf Discord, dann kann es dann echt mal passieren, dass er monatelang nichts von mir hört, weil ich stellenweise einfach monatelang Discord nicht auf habe. Aber es ist halt auch nicht irgendwie, ich manage halt auch nicht meine Community oder sogar die Community von mehreren Leuten über so einen Discord-Server, weil ich nicht hauptberuflicher Influencer-Dulli bin. Sondern ich connecte da halt mal mit ein paar Leuten größtenteils aus dem Game. Ja, also wenn sich jemand nicht meldet, hattest du denn schon mit ihm geschrieben? Leckt der jetzt nur bei mir oder leckt der gerade bei allen? Geht's jetzt? Nee. Wieder? Hallo? Test? Er hat gerade geleckt. Achso. Es geht wieder. Ich habe gefragt, ob du schon mit ihm geschrieben hattest. Ich habe sogar schon mit ihm gesprochen. Also nicht mit Gronk, sondern mit der Person. Mit einem aus Play Massive oder wie? Ah, okay. Ja, ist ja auch wurscht. Ja, und Rainer, als du mit dem gesprochen hast, was hat er gesagt? Hat er gesagt, hier Reini, gar kein Problem, ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen.
kann halt vielleicht ein bisschen dauern, oder hat er gesagt, fuck no, verpiss dich. Ich möchte jetzt halt nicht sagen, wer es ist, aber er ist halt auch einer von den Großen auf jeden Fall. Ja, natürlich, ja, darunter macht es der Rainer nicht. Das muss einer von den Großen sein. Ja, okay. Ja, ist ja auch wurscht am Ende, ne? Ja, nee, aber also wenn ich mit jemandem so schreibe und der sich dann nicht mehr meldet, dann ist das ja eigentlich irgendwie so klar. Wenn ich den dann irgendwie was frage, wie zum Beispiel, yo, ist ein Beispiel, hättest du mal Bock, was aufzunehmen oder so, und der sich dann nicht mehr meldet, dann ist das ja eigentlich sogar schlimmer als ein Nein, finde ich. Nee, ist halt... Nee. Ist gleichwertig, glaube ich. Es gibt, glaube ich, einfach unterschiedliche Leute, wie sie mit sowas umgehen. Ne? Andere Leute abzulehnen, egal in welcher Art und Weise, ist für Menschen mit einem normalen Empathievermögen auch immer eine unangenehme Sache. Ne? Und deshalb entscheiden sich halt manche Leute, um den potenziellen Konflikt aus dem Weg zu gehen, das Ganze mit Schweigen zu regeln. In der Hoffnung, dass der Subtext beim Gegenüber ankommt. Ne? Und so bin ich nicht, wenn ich da wirklich gar keinen Bock mehr auf Leute habe, so dann schreibe ich denen das. Oder sag denen das. In beiden Fällen, Digga. Ist ja schon ziemlich... Ja, weiß nicht. Kann ja auch sein, dass er einfach keine Zeit hat, aber ein kurzes Sorry, momentan geht's nicht oder sonst was wäre auch in Ordnung gewesen. Ja, jetzt wird er wieder passiv-aggressiv. Das ist dieselbe Nummer wie, wenn ihm irgendeine Mulle irgendwie nicht innerhalb von 5 Minuten zurückschreibt, wenn er ihr schreibt. Dann ist auch Turn-Up. Ja? Da ist dann auch Turn-Up. Und ihr erinnert euch an die, ich weiß nicht was, ihr Indigo-Bärchen oder was war's? Vor 30 Mal in der Nacht angerufen hat. Naja, wird sich schon noch zeigen. Wir haben eine halbe Stunde quatschen wollen, aus der halben Stunde sind fast 2,5 Stunden geworden. Mhm. Ja, und jetzt will er dich heiraten oder was? Hast du dich wieder verliebt, Rainer? Achso, nee, ist ja ein Dude. Und ja, der B-Lord ist eine Alibi-Behauptung. Uns eigentlich auch super verstanden, aber nicht kein Problem gehabt. Mhm. Naja, ist ja auch egal. Ja, passt. Passt, dann kommt da ja vielleicht was, ne? Wenn er sich dann meldet. Wenn er sich dann meldet, dann kommt da ja vielleicht was. Ja, also. Wir haben uns prima verstanden. Wir haben auch sehr viel gelacht und ich schäme mich, aber es ist die Wahrheit. Ich habe ihm auch noch Frühstück gemacht. Wer es kennt, schreibt es mir unten rein, aus welchem Lied das ist. Einfach drauf, ob er sich meldet. Und jetzt im Moment habe ich gerade noch ein bisschen Zeit. Ja, jetzt gerade hat er ausnahmsweise ein wenig Zeit, der Rainer. Der arbeitslose Rainer Winkler hat ein wenig Zeit, ausnahmsweise, gerade im Moment. Ne? Sonst nicht. Den restlichen Tag komplett harte Arbeit, alles verplant. Wegen meiner Konvertierung von meinem Grabber auf meinen Rechner und deswegen hänge ich jetzt gerade ein bisschen hier rum, weil im anderen TS, wo ich... Ich habe eine Konvertierung von meinem Grabber auf meinem Rechner und dann werden einfach mal wieder ein paar Begriffe umeinander geworfen, um professionell zu klingen. Ja? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube, andere Leute machen währenddessen noch andere Dinge, ne? Während sowas konvertiert wird oder sowas. Ich bin der Auffassung, professionelle Content Creator und auch schon vor 10 Jahren haben dann halt Dinge getan, wie an ihren Thumbnails zu arbeiten, während da irgendwas gerendert wird, ne? Oder dergleichen. Also die Zeit nochmal nutzen, um andere Dinge zu machen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, langes Video hast und die Mühle rendert da 2 Stunden dran hin, dann kannst du währenddessen das Thumbnail für das Video machen. Oder du schreibst schon mal das Skript fürs nächste Video. Oder du recherchierst schon mal fürs nächste Video. Oder. Ne? Das ist das, was professionelle YouTuber machen. Reini schimmelt einfach bei irgendwelchen anderen Leuten im Discord rum und heult die an, warum er da keinen YouTuber-Rang hat, obwohl er doch 24.000 Hater hat, die nur darauf warten, sich wie die Heuschrecken auf alles zu werfen, womit er in Verbindung gebracht wird, um es kaputt zu machen.
Ja, geile Bewerbung, Rainer. Das richtig time well spent, Reini. Vorhin ging nichts, da war leer. Und jetzt habe ich gedacht, ich frage jetzt einfach mal spontan nach, weil ich vorhin mal geschaut habe und festgestellt habe. Ganz spontan. Reini hat es nicht einfach diesen scheiß Discord einfach stundenlang gestalkt, bis er irgendjemanden gesehen hat in irgendeinem Raum, wo Mod daneben steht, um dann da reinzuzecken und denen auf den Sack zu gehen. Nein. Ganz spontan war das. Tybrang ist noch nicht da. Jetzt habe ich gedacht, ich schau mal hier. Hä, aber... Muss jetzt auch nicht so schnell sein, kann ja auch sein, dass noch ein, zwei Nee, muss nicht so schnell sein. Ich warte hier nur und schreibe jeden an, der den Mod-Rang hat und gehe allen Leuten auf den Sack, solange bis ich endlich diesen Kack-YouTuber-Rang habe, weil das aus irgendeinem Grund irgendwas ändert und mein Ego ein bisschen streichelt. Ja? Aber muss es nicht sofort sein. Kein Stress, Digga. Rein, Leute, die da nicht ungeduldig drauf sind, wo kein Stress ist, die machen die Anfrage, machen die Scheiße aus, kümmern sich um ihren anderen Dreck, arbeiten an ihrem Content, kommen dann später wieder und schauen, ob eine Antwort gekommen ist. Jemand, der da lauert und die Leute stalkt, der ist nicht so locker drauf, wie du es jetzt versuchst hier zu suggerieren. Hat gedauert, oder gar nicht gekriegt. Aber ich hatte mal ein Video gesehen, wo du irgendwie meintest, das war, ich bin mir da nicht... Jetzt weiß es, oh, scheiße, er hat ein Video von mir gesehen. Oh, es ist schon egal, um welches Video es geht. Rainer weiß, der Typ hat ein Video von mir gesehen, ich bin gefickt. Ich habe keine Chance mehr, einen YouTuber-Rang zu kriegen, weil der weiß, was ich für ein Dude bin. Ne? Das ist jetzt die Nummer. Aber lass uns schauen, vielleicht ist es ja auf mysteriöse Art und Weise dann doch anders. Mehr so sicher. Das war auch vor kurzem. Da meintest du, dass du irgendwie 24 Stunden am Tag die ganze Zeit am Arbeiten bist, aber das machst du ja gerade irgendwie nicht. Also bist ja hier auf dem TS und meinst, dass du Zeit hast mit dem Grabber da. Ja, Reini, das ist halt das Problem, ne? Solche Lügengebilde müssen halt halbwegs glaubwürdig sein, sonst bist du halt wieder gefickt. Ne? Nicht unbedingt, ich bin halt momentan am Warten jetzt, dass er darüber zieht. Nebenbei design ich halt meine Thumbnails und so. Ja, genau. Ja, das hast du gemacht. Reini, ihr kennt ja eine Thumbnails von damals. Da ist überhaupt nichts designt, Digga. Das ist genau dieselbe Scheiße wie ich schneide so viel. Dann war doch wieder alles a One-Taker. Ja, ich schneide hier auch kaum. Ganz, ganz selten. Aber ich erhebe auch nicht den Anspruch, professioneller YouTuber zu sein. Und ich behaupte auch nicht die ganze Zeit, ich würde alles immer schneiden und das wird zu viel Zeit kosten, deswegen ist das so harte Arbeit, ne? Okay. Was benutzt du da als Programm eigentlich? Ganz billig GIMP, das reicht mir. Ich bin nicht besonders gut im Designen und so weiter. Da reicht GIMP vollkommen aus. Ich bin gerade auf deinem Kanal. Die neuen, Drache offiziell, genau. Und die Thumbnails, die sind aber auch ziemlich klickgeil, ne, auch. Also wenn ich das so vergleiche mit... Meine Thumbnails sind klickgeil. Ja. Der war gut, Alter. Der war echt gut. Ja, doch, finde ich schon. Also... Ja, ist schon... Ich kann es sagen, ein Thumbnail soll natürlich dafür da sein, die Leute dazu zu bringen, drauf zu klicken. Ne? Vollkommen klar. Der Mensch ist ein visuelles Tier und das Thumbnail ist das Erste, was wir sehen. Wenn das interessant ist und mich davon abhält, weiter zu scrollen, ist der wichtigste Schritt schon mal gemacht darauf, dass ich Traffic auf das Video kriege. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht mitgekriegt habt. Ich lege da eher weniger Wert drauf, ne, auf diese Thumbnails. Zum einen, weil ich vollkommen unfähig bin, sowas zu designen. Und zum anderen, ganz ehrlich, ich habe auch die Zeit, wenn ich mich hier hinsetze, meine Reactions dauern so lange. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 1 Stunde 10 Minuten fast. Ich sag's euch, wie es ist. Ich habe keinen Bock, da ein ewig krankes Thumbnail rumzumachen. Manchmal, wenn es irgendwas Besonderes ist, irgendwie Specials oder sonst irgendwas, okay. Ansonsten schaue ich, ob von den automatischen Thumbnails, die mir YouTube gibt, eins dabei ist, wo mein Logo zu sehen ist. Und dann nehme ich das und ansonsten nehme ich von den dreien, dass das am wenigsten bescheuert aussieht und let's go. Übrigens, Rainer macht das nicht anders.
wenn man das vergleicht mit den alten, die sind ja schon so ein bisschen Clickbaiting. Außer natürlich bei seinen Vlogs, die er gemacht hat, ohne zu wissen, was ein Vlog ist, wo er halt einfach Vlog hingeschrieben hat und dann eine Nummer. Aber ihr durftet da also generell euch an die Leute, die die aktive Zeit von Reini nicht so mehr in Erinnerung haben, da durfte man sich immer nicht drauf verlassen. Ja? Also dieser Vlog hat zwar immer eine Nummer bekommen, aber die Nummern sind auch stellenweise doppelt vergeben worden oder dreifach. Dann hat er wieder von vorne angefangen und hat vergessen, wo er war. Dann ist er wieder nach 10 Stück nach vorne gesprungen. Dann ist er wieder gekommen, oh scheiße, ich war ja gar nicht in den 30ern, sondern dann ist er wieder zurück. Wild. Ne? Also die Nummer war einfach vollkommen nichtssagend. Von meinem Hauptkanal. Ja. Bist du dir sicher, dass du den richtigen Kanal erwischt hast? Drache offiziell habe ich hier. 23.000 irgendwas. Warte, ich kann ja auch mal nachgucken. Ganz ehrlich, Clickbait. Weil ich hab dich ja sogar. Also da ist auf jeden Fall, so ein Pfeil. Ach nee, das ist von dem Rollator da. Wo ist ein Pfeil? Ja, da beim Rollator. Das ist doch kein Pfeil. Da, dieses Schwarze da bei dem Rollator. Was laberst du von einem Rollator? Ich habe überhaupt kein Bild mit einem Rollator. Drache auf dem Radl. Da, bei dem Rollator. Radl. Das ist doch kein Radl. Das ist doch kein Rollator. Ja, das hier ist eine Tretmühle, so ein Home Trainer oder was, wie es nicht heißt. Ne? Das ist so ein Fahrradteil, so ein Trimmdichtrad. Ach so, das ist so ein Tretfahrrad. Ja. Ach so, okay. Oh. Ja, irgendwie kann man den Rollator und ein Tretfahrrad verwechseln. Ne? Oh Mann. Nee, tut mir leid. Den Rollator hatten wir im letzten Video, da wo ich auf Ace TV reagiert habe, mit dem, ne, wo den Rollator da raus. Ich will jetzt nicht geworfen sagen, ne, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Geschwungen hat. Also wenn meine Thumbnails irgendwas nicht sind, sind sie Clickbait. Das ist immer fast das gleiche Bild, zum Beispiel für einen Vlog. Das ist immer du und dann noch irgendwas. Ja, Clickbait, weiß ich nicht, ne? Dullihaft, ja, Clickbaity, nein. Achso, ja, nee, ich glaube dann... Meistens mein Logo und dann halt die Partzahl oder so, oder halt die Zahl von der Folge oder so. Also meine Thumbnails, wenn sie irgendwas sind, sind sie nicht Clickbait. Es gibt mal das eine oder andere, wenn man das jetzt sieht, aber ich habe nicht einmal gewusst, was Clickbait in dem Sinne ist. Ja, aber guck mal. Wenn man sich zum Beispiel Format Drachenlord anschaut, da habe ich ein bisschen so so Anime-Bild drinnen halt, wo ich meinen Kopf drauf geklebt habe, das nächste, wo ich meinen Kopf abschießt, aber das war... Nein, Rainer, es geht doch darum, ne? Clickbait bezeichnet doch, dass der Thumbnail einen Inhalt suggeriert, der dann im Video nicht vorzufinden ist. Ne? Wenn ich im Thumbnail, keine Ahnung, den Schriftzug habe, größte Pizza der Welt und wie ich an so einer, keine Ahnung, 3 Meter Durchmesser Pizza fresse und dann klickt jemand auf das Video und dann ist es hier so eine Drachenlord-Reaction, dann ist es Clickbait, ne? Dann wollte ich die Leute mit der größten Pizza der Welt locken und dazu bringen, auf mein Video zu klicken, weil ich der Meinung war, hier Reini macht sich auf dem Discord oder auf dem Teamspeak zum Kasperle, zieht nicht so gut und das andere gibt sonst mehr Klicks. Ja? Halt auch im Video, von daher ist es kein Clickbait. Clickbait wäre es nur, wenn ich Pfeile drin hätte, Kreis drin hätte und irgendwas, was nicht im Video vorkommt. Ja, genau. Clickbait ist ja sowas, dass du was suggerierst, was aber nicht ist. Aber jetzt, guck mal, ich schau mir mal deine ganzen Thumbnails an und du zeigst da überall diesen Metal-Gruß. Aber kommt... Jetzt kein Metal mehr drin, weil Reini dieses Metal-YouTuber-Ding damals auch schon aufgegeben hat. Ja, das war auch schon wieder zu viel Arbeit. Ne? Für die Headbang-Videos musst du stehen. Oh, harte Arbeit. Ja? Ganz zu schweigen davon, dass wenn du dann wenn du Videos über Metal-Bands machen willst, musst du tatsächlich ein bisschen mehr informieren, als, die sind voll krass, Alter. Ne? Sondern du musst halt dann ein bisschen was wissen über die Bandgeschichte, welche Mitglieder hatten die, wo kommen die her, haben die vielleicht irgendwann mal einen Stilwechsel gemacht, gab es ja ganz oft, keine Ahnung, wenn du Pantera anschaust, die waren ganz am Anfang eher so ein bisschen Hair Metal, bis sie ihren eigenen Stil so gefunden haben und lauter solche Sachen, keine Ahnung, Metallica hatten früher Dave Mustaine als Gitarristen, haben ihn rausgeschmissen, bevor Ding kam. Aber es ist
Du musst ein bisschen was wissen darüber, du musst den Skript schreiben. Das war schon wieder. Noch dazu interessiert sich ja Reini für Metal überhaupt nicht. Das hatten wir schon oft. Ne? Die Szene war einfach die Szene mit der geringsten Einstiegshürde, weil die jeden aufnehmen, solange er sich nicht wie ein Dirnenspross verhält. Ja? Und wenn die Szene hier Matthias Reim gehört hätte, wäre es ihm noch lieber gewesen. Dann hätte er auch nicht so tun müssen, als wäre immer so ein harter Kerl, der auf dem Metal steht. Dann hätte er sein schönen Ding und dann zum ZDF Schlagergarten oder wie die Scheiße heißt, gehen können. Statt auf Wacken. Kommt denn in diesem Radl-Video irgendwas mit Metal vor? Zum Beispiel kommen die Musik. Das Geschnaufe. Oh. Das ist jetzt hier verdammte Axt. Wie lange soll ich denn jetzt noch umeinander lügen? Jetzt gib mir halt endlich diesen scheiß YouTuber-Rang, den ich jetzt haben will. Verdammt doch mal, warum werden hier permanent irgendwelche Fragen gestellt, die mich als Dulli dastehen lassen? Nur weil ich ein Dulli bin. Als Metal vor und außerdem, vielleicht hast du den Spruch Metal-Leute schon mal gehört. Das ist meiner, den habe ich erfunden. Ja, ist auch nicht so richtig. Den gibt's nur von mir. Ja, aber Metal hast du ja nicht erfunden, das Wort. Ja, komm, lass ihn. Ach, Junge, komm. Junge! Und schon sind wir wieder bei den, wie heißen sie? New Kids, ne? Entweder lässt mich jetzt in Ruhe oder... Ja, Rainer, er soll dich in Ruhe... Du bist doch bei denen in den Raum gekommen und hast gebettelt, dass du YouTuber-Rang bekommst. Wir sollen jetzt hier wen in Ruhe lassen? Die wären perfekt ohne dich klargekommen. Sogar Gronk, Iblali, LeFloid und sogar der gute Bergi kennt. Und wenn du mir jetzt nicht glaubst, dann gib einfach Drache ein, dann hast du die Sache, ja? Ja, aber... Der wen er nicht alles kennt. Also, er kennt die nicht. Die kennen ihn. Aus all den falschen Gründen. Ja? Dann wird damit geflext, oh, das hier Reinis Version von weißt du eigentlich, wer mein Vater ist? Ja? Aus irgendeinem Hollywood-Filmen. Wenn du verarschen willst, ja, aber... bin ich weg. Oh, aber die... Ja, dann tschüss, Reini. Ne? War nett, auf Wiedersehen. Such den anderen Discord. Teamspeak, whatever. Die kennen dich ja auch nur wegen den Hatern so. Also du hast ja nichts Besonderes so an dir sonst, außer dass du verarscht wurdest und dadurch kennen die dich. Ich hab nichts Ich bin der größte Depp im ganzen Internet. Ha? Ich will jetzt Anerkennung haben. Besonderes an mir, mal sehen. Mal abgesehen davon, dass mich so viele haten. Warum? Ja, Rainer, das ist nicht gut. Ja, was Besonderes. Die meisten Leute können mich nicht ausstehen. Auch schlechter Satz beim Bewerbungsgespräch. Das ist sogar noch schlechter als der vorherige. Im vorherigen Satz hast du gesagt, in der alten Firma waren alles Arschlöcher. Und jetzt sagst du, ich war ein riesen Arschloch, deswegen wollten die mich da nicht mehr. Darf ich bei euch mitmachen? Geh YouTuber-Rang. Nein. Geh. Tun die das? Was genau ist daran? Irgendwas Besonderes muss an mir sein, Kollege. Ja, du bist einfach besonders dämlich, Rainer. Du bist einfach besonders dämlich. Aber auch das ist nichts Positives. So. Wir gehen wieder auf die Bewerbungsgesprächssituation ein. Denn diese klassische Frage, so, was glauben Sie, was Ihre größte Stärke ist? Ich bin der dümmste Arschloch im Internet. So dumm, dass alle mich hassen. Auf Wiedersehen. Wir melden uns. Irgendwas Besonderes muss daran ja sein, sonst würde es nicht so viele Leute geben, die mich so verarschen, die mich so brutal... Ja, genau. Das Besondere an dir ist einfach, dass du so... Ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich... so ignorant bist, obwohl du... Hallo? Jetzt ist er echt aus dem Channel gegangen, als er bei ignorant ist er rausgegangen. Da hat er jetzt aufgegeben, okay, von dem kriege ich den YouTuber-Rang nicht. Dann gehe ich wieder in den anderen Schmollen, in den anderen Channel und warte auf den anderen Mod, den ich vorher belästigt habe, der noch nicht weiß, was ich für ein Dirnspross bin, damit der mir dann den YouTuber-Rang gibt. Warum gehst du denn einfach raus? Ganz ehrlich, ich habe keine Lust mit dir zu reden. Ich wollte doch gerade nur... Ja, dann verbiss dich doch von seinem scheiß Discord, du Arschloch! Ich wollte doch nur gerade erklären. Ich habe auch gesagt, dass ich im Channel 3 warte. Er ist der Mod auf dem scheiß Discord. Du bist ein Depp aus dem Internet, der sich für den großen Zahnpano hält. Wenn du keinen Bock hast, mit den Leuten zu reden, dann schleich dich.
und ich habe keine Lust, mir von jemandem vorschreiben zu lassen, was ich mache oder wie ich es mache. Und mir vorwerfen zu lassen, dass ich Clickbait mache, wo ich einer der wenigen User bin, der sowas garantiert nicht macht. Nein, garantiert nicht. Ne? Rainer ist ein ganz integrer Mensch, der würde niemals irgendwas machen, was die Allgemeinheit als unlauter ansehen würde. Ne? Keine Chance. Habe ich echt keinen Bock drauf. Und jetzt tu mir bitte den Gefallen und lass mich in Ruhe und geh wieder runter. Ja, naja, ich wollte dich damit nicht angreifen, ja. Ich habe mir einfach nur deine Thumbnails angeschaut und es ist mir eben aufgefallen. Wir klären es einfach so. Du kannst mich nicht leiden, ich kann dich nicht leiden, passt. Bitte verlass den Channel, weil ich bin jetzt extra hochgegangen, um mich von dir zu distanzieren. Warum bist du immer noch auf dem Discord, Rainer? Und wenn du mir jetzt die ganze Zeit nachjoinst, habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, und was willst du dagegen machen? Der Typ ist Mod auf dem Ding. Der kann ja auch einfach kicken. Ach Mensch. Ja, ich habe schon genug Vollidioten den ganzen Tag. Und ich habe auch kein Problem, den Moderator zu bitten, dafür zu sorgen, dass du mich in Ruhe lässt. Oh, ich geh petzen. Oh, Rainer, das wird nicht funktionieren. Die Moderatoren, die auf dem TS dich wahrscheinlich genauso haten wie der Typ, ne? Oh, Rainer Winkler, der meistgehasste YouTuber in Deutschland, hat sich über einen guten Freund von mir, der so ein guter Freund ist, dass ich ihn zum Mod auf meinem TS gemacht habe, beschwert. Ja, dann werde ich natürlich die Freundschaft mit dem Typen sofort beenden, ihn runterkicken von dem Teamspeak. Ja, mir einen neuen Mod suchen, das wird dann gleich Reini sein. Und dem wird dann gleich die Rosette ausgelutscht. Ja, weil ich Reini so toll finde. Das wird passieren. Rainer, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, aber du hast ja nicht, du hast ja nicht irgendwie Sonderrechte oder so. Nein, das nicht. Selbst wenn ich Sonderrechte hätte, würde ich das nicht machen. Es sei denn, du nervst mich so brutal, dass ich echt keine andere Wahl habe. Und ich bin jetzt extra hochgegangen, um meine Ruhe zu haben. Vor dir. Nicht vor den anderen, sondern vor dir. Folglich, lass mich bitte in Ruhe. Oder ich sag's und sorg dafür, dass du mich... Lass mich in Ruhe oder ich sag's. Alter. Es ist 5-Jähriger. Es ist ein 5-Jähriger einfach. Ich gehe und sag's der Mama. Dein Maul, Rainer. Der war gemein zu mir. Der hat mir dumme Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte, weil ich mich in irgendeine Sackgasse reingelogen habe. In Ruhe lassen musst, weil dafür sind die Moderatoren hier. Dafür gibt's die Moderatoren auf der Seite. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich Sonderrechte habe, sondern einfach dadurch, dass ich mich extra von dir aus dem Channel distanziert habe. Ich bin ja extra weggegangen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwo hingejoint bin, um dich zu ärgern. Ich bin jetzt einfach nur rausgegangen, um meine Ruhe zu haben. Ja, aber du musst das ein bisschen mit YouNow vergleichen. Da gibt's ja auch Moderatoren. User left your channel. Kennst doch die. Und da war er weg. Leute, ich bin jetzt dann auch gleich weg, weil wir machen das schon seit 1,5 Stunden. Ich will noch was vom Wochenende haben. Und ich muss auch noch putzen und so weiter und so fort. Aber, harte Arbeit, Leute. Harte Arbeit. Ihr versteht das hier. Wir machen das nächste Mal weiter bei Punkt Nummer 6. Rainer und eine Menge schlechte Witze. Oh, Cringe-Warnung. Das wird lustig. Da haben wir richtig, aber da gebe ich euch vorher noch mal Zeit, dass ihr euch Mut antrinken könnt. Aber in diesem Sinne, Leute. Spaß hat's gemacht, haben wir gelacht. Tu nicht, was Rainer tut. Mad Love.